Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag Lev Lückscher, unterwegs und zu Hus. Hermann, sagen Sie, läufst du an Hexe? Ich löwe an Hexe. Ich will es ins Allgemein so von mir geben. Es soll ja Männer geben. Die sind mit einer Hex verheiratet. Jetzt willst du sicher wissen, was ich darunter verstanden. Also, das, so ein Hex, wenn man eine Hex verheiratet ist, das ist nichts Jodes. Die ist dort ständig am Nüttele, die beschwert sich, wenn du abends nach Hause gehst, die beschwert sich, wenn du ein Glas zu viel trinkst, auch jetzt zu wenig stehst und überhaupt fies ist. Also nichts Positives. Dass du zu viel sprichst, dass du zu wenig sprichst, dass du schlecht angetrocken bist, dass du noch mal Butz möchtest. Jo, das sind die harmlose Hexen, ne? Wollen wir uns nicht so hart sind. Also jedes unterschiedliche. Was haben alle Besten? Der Besten auf der Date, ne? Damit sind wir ja in der Walpurgisnacht, wo die mit dem Bissen auf der Backen hier, auf der Backen regeln, ne? Also jetzt sind wir aber direkt bei der Walpurgisnacht. Ich dachte, man könnte noch für den Lev Lückscher zu Hause ein bisschen erzählen, dass wir heute über den Mai sprechen. Der Walpurgisnacht ist ja nichts Schönes. Ja, aber damit fängt es doch an. Die Walpurgisnacht ist doch die Nacht für den 1. Mai. Aber ich fange erstens an, ein bisschen zu strunzen und zu schwärmen vom Wonnemond, ne? Ja, wie also der ist doch so schön, der Wonnemond. Da kommen die Bäume ausschlagen und die Blümchen blöd und die Vögel bauen ihr Nestchen und singen und ihr Naut und Flöte und die Menschen auch, nicht? Und auch singen wie die Vögel. Der Mai ist gekommen und das tät auch die Dichter inspirieren, für Frühjahrsrühmchen zu machen. Ja, jetzt muss ich da aber jetzt negative Sachen über den Wonnemonat. Nee, ich war noch ja nicht fertig. Nee. Ich war noch am Erzählen, dass sie auch die Dichter inspirieren. Also der Goethe hat doch das ganz bekannte Gedicht geschrieben, wie herrlich leuchtet mir die Natur. Das ist auch ein Mai-Gedicht, steht auch dabei. Und da wird es auch wieder warm und es ist so romantisch. Und ich dachte, das möchte man am Anfang von dem Podcast erzählen, dass die Leute auch sich freuen, dass wir heute bei ihnen sind. Der Wonnemond. Ach ja, Lev Caroline, das ist so schön, dass ich nur ungern jetzt ein bisschen das Wasser drauf mache. Der Wonnemonat, ursprünglich hätte das ja eine ganz andere Bedeutung gehabt. Ne? Da kommen die Kühe, wenn es wärmer wurde im Frühjahr, aus dem Stall auf die Wiege, auf die Wonne. Wie auf die Wonne? Die Wonne hatten Durst von Rösig, oder was? Die Wonne, ja, das war die Weide, die Wiege. Ach so. Ja, da konnten sie wieder Gras fressen und konnten nachts draussen bleiben, ohne dass sie Karl fortkriegten. Das war dann, der Wiegemond, der Wonnemond. Und der hat sich ja so romantisch verändert, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ja, Mensch, wollte der Name wirklich et anders bedürge. Und der Name mit dem Walpurja ist ja evans angesprochen, ist ja auch noch nicht Zufall. Hast du das gewusst? Ich han früher gedacht, dass Walpurja ist auch so ein besondere Hex oder so. Das ist ja nicht wahr. Das war ein ganz gewöhnliche, was heißt gewöhnlich? Aber ein ganz normale Hillige, wo Walberberg auch herkommt, ne? Ganz in der Nöde. Ach so schön. Also die hat einfach am 1. Mai die Namenstag gehabt. Ja, und was ist mit der Tanzerei? Da tanzen die Hexen dann in der Meierin oder die Walpurja oder wie funktioniert das? Nee, das Walpurja nicht. Das litt im Graf und ist hillig, also das tät nix mehr. Vielleicht noch ein bisschen was man fröhlich, ich kenn mich doch nicht so aus. Nee, aber die Hexe, die tun sich ohne das Walpurja, die sich treffen um Blocksberg, also um Brocke, aber man sieht der Blocksberg, wie das Bibi Blocksberg. Ja. Kennst du das noch, das Bibi Blocksberg?
Vielleicht von der Enkelcher? Was? Ne, kenn ich nicht. Das ist so ein Auch ganz... ich bin auch uralter, ja doch, ja, wird schon Radio, aber ich kenne das nicht, ne. Ja, auch Hex. Also das Bibi Blocksberg jedenfalls ist ein ganz freundlicher Hex und da ja wird ganz viel so Kindersendungen und der Pens hat es ganz oft geholt. Das kann man sich auch gut merken. Ja, und da ja wird die war Boys nach, oder wie? Nee, das war nur einfach, weil die sich um Brocke treffen und um Blocksberg und der Name von der kleinen Hex für die Pens, die hieß einfach Bibi Blocksberg. Aber ist eine andere Verzell. Also jedenfalls die um Brocke, die hätte man vielleicht ja nicht kennengelernt, ohne der Jöte, ne? In singem Faust hätte die ja auch auftreten lassen, ne? Ja. Mit der Walpurgis nach, ne? Ah ja, richtig. Ja, und damit sind wir ja vielleicht beim Tanz in den Mai. Ist das richtig? Vom 30. April auf der 1. Mai. Tanz in den Mai. Da wird um der Maibaum, also der Maibaum haben wir noch ja nichts gesagt. Ja, die haben ja erst die kleinen Bäumchen an die Hüser gesetzt für die Freundin oder für ein Mädchen, was dann später Freundin werden sollte. Also meistens haben sie die Birke geholt. Heute kann man die kaufen. Früher wurden die im Wald selbst geschnitzt und gestolle und dann wurden so bunte Strieferinnen gehangen. Und dann tät man das für die Hüser setzen. Ja, und im Dorf, an der Stadt, das hatte nämlich auch keinen Platz für. Da wurden richtige Bäume gefällt, wie das doch heute noch. In Bayern, in Thüringen, praktisch in ganz Deutschland. Auf einem Marktplatz, der Maibaum, der wurde dann von kräftigen Burschen hoch und je höher der war, je stolzer waren sie. Es soll Maibäume bis zu 30 Meter hoch geben. Wo sie dann, waren sie froh, wenn es fertig war, dann wurde Bratwurst, wurde sich gestärkt, Bratwurst gegessen, Bier getrunken und natürlich Tanz in den Mai. Und es wurde auch Maibol nicht gesoffen, der wurde geschlappt, getrunken. Und was ist das? Kenn ich gar nicht. Maibol, ja, da kommen Krückscharen, Maikräuter. In der Hauptsache ist das wohl Waldmeister. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt gefährlich ist. Waldmeister und dann Sekt und Wein dabei. Und bei armen Leuten kommen dann keine Sekt, dann kommt dann normal Sprudelwasser. Damit das ja auch jetzt sprudeln tät, ja. Das hört sich ja ganz genössig an, aber mit dem Maibaum, das hätte doch irgendwie auch mit der Fruchtbarkeit zu tun, ne? Ja, das soll wohl so sein. Klar, es versteht sich ja auch. Gerade du hast aber von der Birke gesprochen. Wenn das frische Grüne so sprießen das hat ja auch eine ganz eigene Klör, ne? Wenn so die ersten Knospen abspringen und die ersten Blätter, sieht man so schön hellgrün. Jetzt bis an den Strunzsee gekommen und hast auch so schön auf Kölsch gesagt, Klör. Ich löf das möchte man vor Klöre, ne? Ja, da sind wir halt wieder bei einem Fremdwort, was sich die Kölscher adaptiert haben, was sie angenommen, was sie gestohlen haben. Erzählt noch, es war gut, das ähnlich her. Das weiß man vom Color-Wäschmittel, ne? Also Color ist der Färb, das kennt man aus dem Englischen. Ja, die schreiben Color, damit auch die weniger Gebildeten wissen, wovon wir sprechen. Und damit sind wir halt wieder beim Latin, ne? Color, die Farbe. Boah, was bist du eine Strunzbügel. Lass mal lieber vom Dach von der Arbeit sprechen, dass du hier noch mehr Strunze days. Ist ja eine komische Vierdach, wird an dem Dach der höchste Tag von der Arbeit und es wird ja nichts gearbeitet, ne? Wann hat das überhaupt angefangen? Da haben sie 1886, habe ich neu gelesen, haben sie in Chicago alte Arbeiter gesagt, wir wollen nicht mit 12 Stunden arbeiten und wir wollen auch mehr Geld haben. Und da haben sie demonstriert Haymarket heißt das und daher kam auch dann der Name Haymarket Affair. Das ging dann ein paar Tage wieder und dann war es auch irgendwann mit dem Friede am Eng. Dann haben sie sich ordentlich gemeselt. Die Polizei und die Demonstranten sind Lück gut geblieben und mehr wie 200 Lück haben sich verletzt. Also das muss ganz schlimm gewesen sein. Und dann haben sie aber wieder gemacht und müssen wir jetzt nicht all erzählen, aber von da aus ist das losgegangen. Nur hier in Deutschland, da hat das nicht so richtig gefloppt mit dem Dach von der Arbeit. Ja, das war aber dann doch so, dass sie den übernommen haben. Auch die Arbeitergewerkschaften,
der Tag der Arbeit. Und irgendwann, ich glaube, es war so Jahr 1933, da wurde dann zum Nationalfeiertag verklärt. Der 1. Mai. Ja, das war aber fies. Der Hitler hätte das vieren lassen und hätte sich mit der Gewerkschaft Schluss gemacht. Die hatten doch nichts mit zu sagen, die wurden alle gleich geschaltet, wie das so schön hieß. Und der dachte, der Jawet, der hat nichts mehr bedüge. Es war ja noch viel schlimmer. Die haben nicht nur gleich geschaltet, die Gewerkschaft, die haben dann auch, was sie in den Gehören tät, haben sie konfisziert. Die haben dann aufgenommen, was ihr Eigentum war. Und da waren die gerade ein paar Tage, aber das führt zu weg. Das waren die Nazis, ja. Und seitdem haben wir den 1. Mai ständig als Feiertag und die Alliierten haben dann 1945 das auch als erstes wieder genehmigt, dass der 1. Feiertag, der 1. Mai ein Feiertag war. So, jetzt haben wir so viel vom Tag von der Arbeit gesprochen, jetzt möchten wir das irgendwie auf Köln betrecken. Auf Köln betrecken? Ja, wird es schwierig, wenn du jetzt von der Arbeit hören willst. Aber da fällt dir da vielleicht jetzt so in? Erstens ganz lang ja nichts. Mir Kölsche und das Arbeiten ist ja sprichwörtlich, dass man ja, das da nicht kommt so im Arzt nicht so ganz schlecht. Der ist ja sympathisch, kriegt man keinen Stress. Aber ich habe nicht gefunden. Du sagst es. Ich habe nicht gefunden von den Hezemenschen. Die haben doch gearbeitet und das waren auch Kölsche. Ja, der August Kopisch hat doch da jetzt drüber geschrieben, ne? Ja, dat hat opgebracht, aber man sieht, dass das viel älter wird. Man weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob alle mal wissen, was Hezemenschen sind. Muss man aufpassen. Es sind nicht Mainzelmenschen, wie die im ZDF gibt. Und es sind, die sind viel kleiner und haben so die berühmte Zippelmütze an. Und dann ist auch noch wichtig, ob Kölsch, hat man kein L. Also sonst sagt man ja Heinzelmenschen, ne, das sagt auch der Kopisch. Aber ob Kölsch sagen wir ja der Hezemenschen und da fehlt das L. Da kann man direkt dran sind, auf einer Kölsch ist. Ja, das heißt, der Kölsche ist nicht faul im Sprechen, der ist ökonomisch. Ja, das. Also die sind Leverhusjes, da sagt man auch. Und die haben für die menschliche Arbeit, also die Leute haben nachts geschlafen und haben alles Stunden und leer lassen und am nächsten Morgen wurde die Arbeit gemacht. Oh. Das war schön, ne? Ja. Aber man hätte sie nie gesehen. Und dann war die fiese Aal von dem Schneider, die wollte dem Ganze ob der Rundjon und wollte sie überlisten und dann hätte die Äze verstreut. Also ja, nicht wem haben die Heizmenschen dann geholfen? Denn Frau Lück die ganze Tag am Kochbord stand oder in der Wäsche oder waren das Berufsdinger? Ich weiß nicht, ob sie der Frau Lück, also der damalige Hausfrau auch geholfen haben. Was man weiß, ist, das ist überhaupt interessant. Die Frau Lück hat wahrscheinlich die ganze Zeit gearbeitet und die Kerls nicht und haben die andere arbeiten lassen. Also die unterschiedlichen Berufe. Da gibt es ganze Rutsch von Berufen, die dann die Arbeit gemacht kriegen. Also der Bäcker und der Schneider und der Küfer und also all die Handwerkslück, der Schreiner. Und also die Berufe, die höchst Computerfachmann, so was, ja, wird ja alle noch ja nicht. Ne? Da möchtest ja nicht so vergessen, sicher. Ja, ich bin ja vegetarisch, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls die fiese Aal, die war dann mit der Ätze dran, hast mich unterbrochen. Und die Ätze waren nicht die aus der Dose, wie man so kaufen können oder gefroren, das waren die Ätze, die so hart geworden sind. Und die hätte sie auf der Trappe ausgestreut und dann sind die da drauf ausgerutscht und runtergefallen und dann waren sie fort und man hätte sie nie wieder gesehen. Ja, weißt du was, das ganze Idee ist viel zu lang. Einfach bis da so lief und liest uns vielleicht die erste und die letzte Strophe für und ich gucke dann, der Henner Berzau, der hat vom Peter Bergschen gelehrt und das ob ganz so abgehört. Der Vergleich ist vielleicht ja nicht so uninteressant. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmenschen so bequem. Denn war man faul, man legte sich hin auf die Bank und pflegte sich.
Da kamen bei Nacht, eh man's gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten, und eh ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagewerk bereits gemacht. So jedet dann Wigger, und dann det er alles opzähle, wat für Lück dann Hülpgräte von der Hetzemenscher, und dann kütt die Strophe von dem fiese Wief. Da mache ich jetzt Wigger, sonst wird es zu lang. Neugierig war des Schneiders Weib und macht sich diesen Zeitvertreib. Streut Erbsen hin die andere Nacht, die Heinzelmännchen kommen sacht. Eins fähret nun aus, schlägt hin im Haus, die gleiten von Stufen und plumpen in Kufen, die fallen mit Schallen, die lärmen und schreien und vermaledeien. Sie springt hinunter auf den Schall mit Licht, husch, 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 verschwinden all. Oh weh, nun sind sie alle fort und keines ist mehr hier am Ort. Man kann nicht mehr wie sonsten ruhen, man muss nun alles selber tun. Ein jeder muss fein, selbst fleißig sein und kratzen und schaben und rennen und traben und schniegeln und biegeln und klopfen und hacken und kochen und backen. Ach, dass es noch wie damals wär. Doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her. Ja, wie schön. Und Henner Berzau hat in der Anlehnung hier von August Koppig mit Hülle vom hat das gut gelegt, hat das in Kölsch gemacht und in Anlehnung an Peter Berschem. Der Peter Berschem hat das halt im 20. Jahrhundert. Du hast den noch selbst gekannt, ne? Der Henner Berzau habe ich noch gut gekannt, von der Levemann, der Pute Doktor in Riel. Ich habe ja fast einen Steinwurf neben dem gewohnt in Riel. Aber das wollen wir jetzt nicht. Und, doch, du das erzählen, da war doch eine echte Kölsche, ne? Ja, also das muss man sagen. Der Henner Berzau, ja, dann fange ich auch damit an. Der war in 1945 in die Gefangenschaft geraten. Bei den Amerikanern, hatte Glück. War das eine Kölsche? Nee, das war keine Kölsche. Er wurde in die Gefangenschaft genommen. Da waren ringsum Kölsche im Inneren. Der Henner Berzau kam aus Magdeburg. Zwischens an. Ja, und dann waren sie hinter die Gitter und dann kam ein Jeep gefahren und so eine amerikanische Soldat, der drauf, the war is over, the war is over. Und dann fragte der eine Kölsche der andere, was hätte der gesagt? Ja, der Krieg war am Ende. Ja, und jetzt gut es. Und wer hätte gewonnen? Und da hat der Henner Berzau das gehört und hat gesagt, wenn so eine bedrissene Lach noch so lustig ist, das Völkchen, das möchte ich kennenlernen. Und so ist der Henner Berzau nach Köln gekommen und für meine Begriffe eine einzige Kölsche geworden. Was von dem lesen ist auf Kölsch, das ist richtig Kölsch. Ja, dann lass mal hören. Von der Hetzemenscher. Ich fange jetzt wieder mit der ersten Strophe an. Was hingert uns in Kölle Jod, mit Heizemenscher, Zapperlot. Hat man für nix Fiduz und Fug, lädt man sich höch ob sin voll Huck. Dann kommen benach, emot jedach, die Menschen getirwert, klabastert gewirbelt und tappte und zappte und lehte und hüpfte und schrappte und stöpte und i der fuhlig über Lad, wo sin Arbeit alt parat gemacht. Das war die erste Strophe. Und jetzt gut, das was du eben mit dem Schnee, das war ja auch ein Handwerk. Die Heizmenschen hatten ja alle Handwerk, der Küfer, der Handwerk, da geht doch die Geschichte glücklich. Dem Schnee, da sie nix sich wief, dat hat der Düvel, weil lief. Straut andern abends Äze aus. Die Menschen huschten höch in Hus, dat ein fällt, au wie, dann falle mi. Vom Litsche und Rutsche, da kriegten sie Blütsche und Bühle und Hühle und Bauze und Schreie und vom Alledehe. Da güt dat wief, et lag alt Gott, mit singer Lamp, husch, sind die Menschen fort. O jö mich noch, sie sind foutu. Man lädt sich nicht mehr in sin Flü und denk, ich han uns wieder frei, die anderen sind an der Reihe. Nee, Luther, Stommer, Selles in der Wehr
und laufen und hauen und jücken und bauen und flicken und strecken und kloppen und hacken und kochen und backen. Der Neugier ist ein großes Malheur. Kam doch die Zeit zurück. Wie schön das wäre. In dem Zusammenhang, da unser Kölsch-Professor Dr. Heribert Hilliers, der hat sich mit einem Neu-Berliner Bürgermeister eingeladen. Die haben dann zum 100-Jährigen vom Kopisch seinem Geburtstag gesagt, ja, der Kopisch hat mit seinem Heizemenschen hier, wir uns Berlin-Neuköllner gemeint. Und da hat dann der Hilliers drauf geantwortet, nee, das kann überhaupt nicht sein. Erstens, der Güfer von wen der Wind schön gemacht in Berlin-Neukölln ist nie Wind gewesen. Und dann fertig mit der Bürgermeistersrock sind. Ihr hat doch nie einen Bürgermeisters gehabt in Neukölln. Und deshalb hat der Kopisch, was ja keine Kölner war, auf jeden Fall hier uns Köln am Ring gemeint. Und außerdem tun sie ja in Berlin auch arbeiten, ne? Ich meine, das Gedicht ist ja nur interessant, weil man Leute findet, die so nicht so wirklich arg viel Lust haben, jetzt zu tun und die es gerne ein bisschen genöchlich haben. Da wird ja überhaupt darüber diskutiert, wo das herkommt und was das all soll. Ich habe alt gehört, sie sagen, die Frau von dem Schnieder, die kommt aus Düsseldorf. Das ist ja richtig fies. Das ist aber fies. Das sagen wir nicht. Nee, das darfst du schon deshalb nicht, weil dem Willi Milovic, sein Eltern aus Düsseldorf kommen. Aber sagt ja nicht, Wicker. Ja, das machen wir nicht. Wir wissen auch nicht, was das all mit den Preußen zu tun hätte, auf die der ganze Verzell noch abgebracht haben, weil die Preußen dann beibringen wollte, dass sie arbeiten sollen. Man weiß es nicht, man darf viel spekulieren. Es ist echt interessant bei der Stadtführung, was sie dann erzählen. Da kann man ja viel sehen, kann man die Pens dann beluren lassen, was für Handwerksleute da sind, die da arbeiten. Da sieht man der Bäcker. Einzelmensch gebunden. Ja, sicher, das sieht man der Bäcker und der Schnieder. Und ich bin immer ganz stolz, dann kann ich auch sagen, tut euch die Lück an, da sieht man die Küfer, da bin ich drupp. Die Küfer sind ja Küper, ne, das ist ja mein Name. Und dann sind sie manchmal ganz verbasert, ob das wirklich so ist, dass ich mich da vor ewig habe, ist auch passiert. Du bist ja raveniert aus. Jetzt haben wir einfach angefangen von dem Heizemenschenbrunnen und haben ja nicht gesagt, wo der ist. Also, wenn man für den Dom steht und schaut der Dom an und geht dann rechts rum, da guckt man über den großen Roncalli-Platz und da kann man links rum, also geradeaus durch schon und dann links rauf noch am Ring oder noch der Hafenstraße von der Römer oder man geht rechts rum und da ist direkt der Heizemenschenbrunnen. Also, der kann man ja nicht übersehen. Ja. Und da sind die ganze Sache, die Heizemenschen gemacht haben, gezeigt. Ich habe ja alt gesagt von der Küfer, aber auch die andere Handwerksleute. Und Bovedrup ist eine richtig schöne Frau. Das ist nichts nützlicher wie vom Schnieder. Aber die sieht eigentlich ganz gut aus. Ist genau der Moment, wo sie mit der Laterne in der Hand lure geht und sieht, dass die Heizemenschen da waren. Aber das war halt der Moment, wo sie über der Ätze gefallen sind. Und das ist praktisch der Wendepunkt, wo sie dann nicht mehr da waren. Damit sind wir ja alt bei unserem Sprachkurs angekommen. Ah ja, der dritte, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Arbeiten ob Kölsch heißt Arbeiten, das ist nichts Besonderes. Wird eine besondere Art von Arbeit, die Schwarzarbeit, das sagt aber keine Kölsch, dafür sagt man Lappürche machen. Ja, genau, das ist Schwarzarbeit. Lappürche, damit sind wir halt wieder bei den Franzosen, oder? Und die Franzosen haben es von der Lateiner, Labor, ne? Und Lappürche hört sich aber ganz harmlos an, so wie wenn das irgendwie eine besondere Art vonÜrcher wäre. Es gibt, ich habe lange neue da, es gibt ganz wenig Sprüche, die damit zu tun haben, dass man vielleicht doch arbeiten sollte. Man sagt, von nix kütt nix. Also das heißt, man muss jetzt tun. Also, in der Hänge gespaut. Aber das ist es auch, was ich gefunden habe. Es gibt aber, für Kölsch zu lernen, ein paar Sprüche, die da jähe sind. Ja, lebe ein Buch vom Suchen wie ein Buckel vom Arbeiten.
Lieber der dunkelste Wirtschaft wie der hellste Arbeitsplatz. Ja. Und dann aber auch die Schlaue. Wer faul ist, muss auch schlau sein. Und wenn er nicht schlau ist, muss er sich wenigstens zur Hilfe wissen. Es gibt aber grundsätzlich, dass die Leute sagen, dass sie nicht so richtig gerne arbeiten und manchmal ist es richtig verächtlich. Das kann man sich auch als Spruch merken. Der geht so ja für Geld arbeiten. Ja, güste Hüg nicht, güste Moje. Das heißt also, wenn ich Hüg als tun, güt Moje ganz bestimmt jet Neues. Aber wenn ich dat, was ich Hüg tun kann, ich Moje tun, kann Moje nichts Neues kommen. Das güt dann ich übermoje. So, das wird uns wieder. Das dritte. Jetzt haben wir viel gearbeitet. Dann würde ich sagen, jetzt können wir uns jetzt resten und der Leben schon zu Hause dann auch. Tschö. Tschö.